So gut. Danke. Genau. Herzlichen Dank, Daniel. Herzlichen Dank. Ihr alle. Wunderbar. Sehr gut. Hey, geht's euch gut? Ferien hinter euch? Ja, alles fit, alles gut? Schön. Apropos Familie, vor ungefähr 6 Jahren haben meine Frau und ich entschieden, selbst eine Familie zu gründen. Und die uns kennen, wir haben jetzt 3 Kinder im Jahr 5, 4 und 2 Jahre jung. Und ich bin unheimlich dankbar. Es gibt kein größeres Privileg, Vater sein zu dürfen von 3 Kindern. Und ich bin Gott unheimlich dankbar dafür. Fast jeden Tag. Schau, es gibt viele Dinge, die im Voraus dir niemand sagt, was dich erwarten wird, wenn du eine Familie gründest. Natürlich, man sagt, es ist anstrengend und so und es ist manchmal auch herausfordernd, das habe ich gehört und so weiter. Aber niemand hat mir wirklich im Voraus so gesagt, dass die Grenzen meiner Geduld und die Grenze meiner Nächstenliebe so gnadenlos auf den Prüfstand gestellt werden mit kleinen Kindern. Diejenigen, die Kinder haben, wissen, von was ich spreche. Vielleicht liegt es einfach an meinen Kindern, aber vielleicht hast du Ähnliches erlebt. Meine Frau gibt jeden Mittwochabend eine Fitnessstunde im ICF Baselland. Also das ist Schleichwerbung für alle, die gerne Fitnessunterricht haben. Umsonst ICF Baselland jeden Mittwochabend. Es sind auch Männer willkommen. Auf jeden Fall, mein Job ist es, an den Mittwochabenden auf die Kinder zu schauen. Ich komme dann heim von der Arbeit, mein Job ist es, das Essen zu machen, ihnen die Zähne zu putzen, sie ins Bett zu legen, gute Nachtgeschichte zu und alles aufzuräumen, dass wenn meine Frau dann nach Hause kommt, dass kein Ghetto ist. Genau. Es war an einem dieser Mittwochabende der Fall. Und das war so ein Tag, da war ich schon müde, der Tag war anstrengend. Und die Kinder waren auch nicht so gut gelaunt. Das war einer dieser Tage. Kennst du das, einer dieser Tage? Meine Frau, wir hatten dann so einen fließenden Übergang, fliegender Wechsel. Sie ging, ich kam, ich habe dann das Abendessen bereit gemacht. Die eine Tochter wollte es nicht essen, der zweite Sohn hat den Becher ausgeleert, der Kleinste hat das Essen genommen und weggeworfen. Und es sind einfach so, und meine Geduld war schon angespannt, war schon ein bisschen belastet, oder? Habe alles aufgewischt, hör auf, isst das, nein. Und dann leert der zweite Becher aus über den Tisch, genau in die Ritze des Tisches, des ausziehbaren Tisches. Ich hasse das, dann musst du den Tisch auseinandernehmen, weil dann musst du dort putzen und so weiter. Ich habe dann das hingekriegt, die Kinder angefangen ins Bett zu tun, mit dem Jüngsten begonnen, die Zähne geputzt, er hält nicht richtig hin, macht das Maul nicht richtig auf beim Zähneputzen. Genau, aber irgendwann dann ins Bett, dann kam der zweite dran und es ist wie am Laufband, Fließbandarbeit oder beim Wickeltisch durch und irgendwie, es war einfach der Wurm drin an diesem Abend. Während ich so die Zähne putze von meinem zweiten Sohn und er auch die Zähne nicht richtig hinhält, was mich rasend machen kann, ist der Kleinste im Zimmer schon und weint die ganze Zeit, aber nicht in einer Art und Weise, wo ich weiß, dass er mich braucht, sondern einfach, dass er will, dass er gehört wird oder dass er will nerven, oder? Und er macht ein Geräusch aus dem Zimmer und einfach so und ich mach mal das Mund auf und die eine Tochter will das und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und ich schrei ins Zimmer, jetzt halt deinen Latz. Und alles so ruhig und ich bin auch überrascht über meine Wortwahl, was mir jetzt gerade rausgerutscht ist, oder? Mach sie dann endlich alle ins Bett, hab's dann geschafft, oder? Und dann will niemand einschlafen. Dann will die Tochter, dass ich zu ihr ins Bett mich hinlege, mache ich dann wird der andere Sohn eifersüchtig, weil sie sind alle im gleichen Zimmer, fängt der an zu weinen und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's, ich gehe raus und die sind 2 Stunden lang nicht eingeschlafen. Und irgendwann habe ich noch den Hörbett gegeben für meine Tochter, dass sie die Geschichten hören kann und so weiter. Der andere konnte aber nicht einschlafen und dann fängt meine Tochter an, ich war schon wirklich am Ende, mit ihrem Fuß am Bettrand. Hört man nicht, nee. Einfach immer so, tack, dong, dong, dong. Und ich so, hör auf, dong, dong, hör auf,
Dong, dong, dong. Ich, hör auf! Dong, dong. Der andere kann nicht einschlafen, oder? Wenn du die ganze Zeit Lärm machst, hör auf! Der hat nicht aufgehört. Und dann bin ich wirklich, ich bin durchgerastet, oder? Also ich bin wirklich ausgefliegt. Jetzt sei ruhig und so. In dem Moment um 9:30 kommt meine Frau wieder nach Hause. 2 von 3 Kindern noch wach, oder? Was ist hier los? Ja, sie schlafen nicht, das ist los, oder? Dann bin ich zu meiner Tochter hingegangen und ich war so überfordert. Und was ich gemacht habe, auf das bin ich nicht stolz, aber ich habe es gemacht. Ich bin zu ihr, jetzt hörst du auf, wenn du jetzt nicht aufhörst. Und ich habe mir eine Konsequenz überlegt. Man gibt ja meistens nur Konsequenzen, die auch mit dem Sachverhalt zu tun haben, oder? Aber ich war so überfordert und am Ende habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann nimm ich dir deinen Herbert und schmeiß ihn in den Abfall. Und sie schaut mich so an und beginnt zu weinen. Der andere wacht wieder auf, weil sie weint. Und ich sage, Marisa, ich mag nicht gehen, du musst übernehmen. Und das war das, genau. Ich hab mich dann geschämt für das, habe mich dann am nächsten Tag bei meiner Tochter entschuldigt. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Ich denke, einigen von uns geht es manchmal ähnlich. Also alle, die zumindest Kinder haben, die wissen, ja, ich sehe da nickende Eltern und Mütter und so weiter. Aber ich war irgendwie auch ein wenig enttäuscht über mich selbst oder auch ernüchtert, wie wenig meine Geduld ausreicht. Oder wie schnell meine Nächstenliebe aufgebraucht ist. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du keine Kinder oder sie sind schon älter, aber vielleicht in deiner Ehe oder in deiner Partnerschaft. Und du fragst dich, wo ist meine Liebe hingegangen? Wo ist die hin? Wenn man einen Konflikt hat und miteinander umgeht, vielleicht bist du enttäuscht oder ernüchtert über dich selbst, wie wenig Liebe du für den anderen hast, wie sehr du deine Bedürfnisse in den Vordergrund stellst und nicht die des anderen. Oder auf der Arbeit gibt es immer wieder Konflikte, oder? Und du merkst, wie du nicht liebevoll diesen Konflikt gelöst hast. Oder dieser eine mühsame Mitarbeiter, über den man dann immer in der Pause spricht und du ertappst dich dabei, wie du selbst angefangen hast, schlecht über diesen Mitarbeiter mit den anderen zu reden und du bist enttäuscht, dass du das jetzt gemacht hast oder vielleicht hast du dich mal ungerecht behandelt gefühlt und die Art und Weise, wie du für dein Recht eingestanden bist, war lieblos und ohne Geduld und einfach, du fragst dich vielleicht, wo ist meine Liebe? Ist die so schnell aufgebraucht? Für Christen, vielleicht bist du ja heute hier und du bist kein Christ, kein Nachfolger von Jesus, betrifft dich das ja auch, aber für Christen ist diese Diskrepanz zwischen wie ich lieben wollte und wie ich es tatsächlich tue, manchmal noch bedrückender als für Nichtchristen, oder? Weil wir wissen ja, dass das zentrale Gebot von Jesus ist. Wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dann sollten wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst, oder? Jesus hat mal gesagt in Johannes 13, Vers 33, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie auch ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Wenn ihr das tut, wenn ihr der Liebe, dieser Art von Liebe Raum gebt, dann werden Menschen um euch herum erkennen, dass ihr zu mir gehört. Dann werdet ihr als Nachfolger von mir identifiziert von anderen Leuten. Aber warum ist das so, dass uns oft diese Liebe, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, der sein Leben hingegeben hat, fehlt? Warum ist das so? Oder anders gefragt, warum ist die Kirche nicht primär für diese Liebe bekannt, sondern oft für Heuchelei oder Gesetzlichkeit oder eine verurteilende Haltung? Warum ist es so, dass die Kirche, die ja Jesus im Zentrum hat, und er hat gesagt, das ist das Wichtigste, vergesst alles, wenn ihr das macht, ist alles gut, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Warum ist die Kirche nicht primär für das bekannt? Oder mal positiv formuliert, stell dir vor, die Kirche, unsere Kirche, wäre bekannt für diese Liebe von Jesus. Was wäre das für eine Hammerkirche? Wenn man über das ICF Basel nachdenkt,
oh, das sind so liebevolle Menschen, ey, ich verstehe nicht, was die da labern, aber die kümmern sich umeinander. Die haben einen Zusammenhalt, die schauen für die Armen, die kümmern sich um die Benachteiligten, das ist wie eine große Familie. Das ist wie eine Familie. Stell dir vor, das würde der Kirche nachgesagt werden. Das wäre doch eine tolle Kirche, oder? Also, warum ist das nicht so? Ich freue mich, heute eine neue Predigtreihe mit euch zu starten. Dani hat schon gesagt, Holy Patchwork, in der wir in den nächsten Wochen Gottes revolutionäre Vision und Idee von der Kirche miteinander anschauen. Weil Gott hatte eine Idee mit der Kirche und das primäre Ziel für Kirche war eine grandiose, inklusive, liebende Familie zu gründen. Wir sagen, Gott ist unser Vater. Das ist schon mal ein erster Schritt für eine Familie. Und wir sind Kinder und Geschwister. Die Idee von Kirche war primär eine Familie. Nicht eine biologische Familie, versteht mich nicht falsch. Nicht eine Familie, wo wir uns fortpflanzen auf natürliche Art und Weise, sondern eine geistliche Familie aus allen Gesellschaftsschichten, Armen, Reichen, Sklaven, Freien und so weiter, wie zusammengewürfelt zu einer heiligen Patchwork-Familie mit Gott als Vater. Und diese Familie verkörpert Gottes Charakter und seine Absichten auf dieser Welt. So, das war Gottes Idee von Anfang an. Und wenn es etwas gibt, einen Charakterzug von Gottes Wesen, den die Kirche am dringendsten nötig hat, zu verkörpern, dann bin ich bin überzeugt, dann ist es die Liebe von Jesus. Amen? Wenn wir etwas wirklich verkörpern sollten, als Kirchen, nicht nur wir, dann bin ich überzeugt, es ist die Liebe von Jesus. Weil das war das, was der ersten Kirche ihre Durchschlagskraft verliehen hat. Das war das, was sie zum Wachsen gebracht hat. Das war eine Gemeinschaft, in der Menschen geheilt wurden, angenommen wurden, berufen wurden und so weiter. Die Liebe zueinander. Und jetzt habe ich die Frage schon 5-mal gestellt. Warum ist das so, dass wir das manchmal nicht haben? Also zumindest ich. Vielleicht bist ja du mega liebend und so, aber bei mir ist schon oft die Ernüchterung da, oh, ich sollte eigentlich mehr lieben, warum bin ich so ein Egoist? Wie werden wir zu einer Kirche, die das verkörpern kann? Ich möchte euch, um diese Frage zu beantworten, einen Vers von Paulus vorlesen und dort beschreibt er, warum ihn die Liebe Gottes antreibt. Und da steht in 2. Korinther 5, 14 bis 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben. Also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Die Liebe von Jesus drängt uns. Dieses Wort, das dort verwendet wird, könnte man auch übersetzen mit: Die Liebe treibt uns an. Sie motiviert uns, sie bedrängt uns von allen Seiten. Sie ist das, was uns antreibt in jeglicher Beziehung, in jeglicher Interaktion, in unserer Berufung, in unserem Sein. Es ist die Liebe Gottes, die uns antreibt. Warum, sagt Paulus? Weil wir erkannt haben und zur Überzeugung gelangt sind, dass einer, nämlich Jesus, für alle gestorben ist. Warum drängt uns dann die Liebe, wenn wir das verstanden haben? Er geht weiter und sagt dann, weil wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Was meinst du, Paulus, mit diesem Satz? Er sagt, wenn wir das wirklich begreifen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und für alle, nicht für ein paar Einzelne, sondern für alle Menschen gestorben ist, sein Leben hingegeben hat, dann sind alle anderen auch gestorben, denn wenn sie das verstehen, leben sie nicht mehr für sich selbst, für ihre eigenen Bedürfnisse primär, dann sind sie nicht mehr selbst im Zentrum des Lebens, ihres eigenen Kosmos, sondern geben ihr Leben hin für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Deswegen sind wir Christen, lassen wir uns taufen, oder wir sterben in der Taufe und kommen wieder hoch, also nicht
wortwörtlich, sondern symbolisch, sakramental, oder? Dann werden wir wieder lebendig, nicht mehr für uns selbst, sondern für unseren Nächsten, damit wir lieben können, so wie Jesus geliebt hat. Deswegen leben nicht mehr wir, sondern er durch uns. Warum treibt uns die Liebe Gottes an, wenn wir das wirklich verstehen? Und die Frage, die sich jetzt zuerst stellt, ist, glauben wir das wirklich? Haben wir das wirklich verinnerlicht, dass Gott in Jesus Christus sein Leben für alle Menschen gegeben hat? Nicht für ein paar wenige. Also wirklich für alle Menschen. Für alle Menschen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Glauben wir, dass Gott alle Menschen liebt, auch andersdenkende Menschen, die im politischen Spektrum auf der anderen Seite sind? Sind wir wirklich überzeugt, dass Gott alle Menschen liebt? Auch böse Menschen. Sind wir überzeugt, dass Gott böse Menschen liebt? Oder Mörder, Verbrecher, Terroristen? Glauben wir das? Glauben wir das? Sehen wir Menschen in diesem Licht an? Oder betrachten wir Menschen aufgrund dessen, was sie tun? Glauben wir wirklich, dass Gott für jeden Menschen, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen durch Jesus Christus sein Leben hingegeben hat? Denn wenn wir das wirklich glauben und uns ständig vor Augen halten, dann verspreche ich dir, läufst du anders über diese Welt. Dann interagierst du anders mit Menschen, weil du nicht nur ihre Geschichte und ihre Taten siehst, sondern Gottes Ja zu diesem Menschen hast. Wenn du das verinnerlichst, dann drängt dich diese Liebe, sagt Paulus. Sie beginnt dich zu drücken, zu motivieren, dich anzutreiben, weil du zur Überzeugung gelangt bist, dass das wirklich der Fall ist. Gott liebt jeden Menschen. Das nächste Mal, wenn du einem Menschen begegnest, dann erinnere dich daran, dass Gott jeden Menschen, den Menschen, der vor dir ist, so sehr liebt, dass er sogar seinen Sohn für ihn hingegeben hat. Das nächste Mal, wenn du im Zug sitzt und jemanden betrachtest, verinnerliche dir diesen Satz. Ich verspreche dir, dich überkommt eine Liebe, die nicht von dir kommt, sondern von Gott ist. Das nächste Mal, wenn du beim Einkaufen einer Verkäuferin begegnest, überlege dir, dieser Mensch vor mir ist von Gott so sehr geliebt, dass er sogar seinen Sohn hingegeben hat für diese Frau oder diesen Mann. Für dein Kind, für deine Kinder, für deine Schulkinder, für deine Arbeitskollegen, für diejenigen, die dich schlecht behandeln. Sei überzeugt, das ist ein wertvoller Mensch in Gottes Augen. Und ich verspreche dir, die Liebe Gottes wird dich drängen, von innen heraus anders mit einem Menschen umzugehen. Es gibt diese faszinierende Story im Neuen Testament, in der beschrieben wird, wie Jesus gekreuzigt wird. Es wird ja in allen 4 Evangelien erzählt. Und in allen 4 Evangelien wird von dieser Geschichte erzählt, wie Jesus verhört wird. Er war unschuldig, er wurde aus Neid ausgeliefert von den Schriftgelehrten und Pharisäern und vor Pilatus verhört. Und er war dabei, sein Leben hinzugeben, oder? Und dann tritt diese geheimnisvolle Figur auf in dieser Szene und das ist Barabbas. Barabbas. Und es war der Brauch, immer am Passafest, dass der römische Statthalter einen Gefangenen freilassen würde, so aus Goodwill zu den Juden. So, es war wahrscheinlich eine politische Geste. Und wir lesen zusammen Matthäus 27, 15 bis 17. Jeweils zum Fest aber pflegte der Statthalter dem Volk einen Gefangenen freizugeben nach ihrer Wahl.
Sie hatten damals aber einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sagte Pilatus zu ihnen: Wen soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus, den sogenannten Messias? Wir wissen nicht viel über diesen Barabbas. Wir wissen, dass er wird in den Evangelien als Räuber, Mörder, als Extremist bezeichnet, als politischen Gefangenen. Also jemand, der ein anderes Leben auf dem Gewissen hat, der gestohlen hat und so weiter, wird zur Wahl gestellt neben Jesus. Stell dir diese Szene vor. Auf der einen Seite ist Barabbas, verurteilt, schuldig, steht dort, wartet auf sein Urteil, wahrscheinlich in Ketten. Und dann wird er auserkoren, für diesen Brauch jemanden freizugeben. Und dann sagt Pilatus: Wen wollt ihr haben? Diesen Verbrecher oder auf der anderen Seite Jesus? Und wir wissen, Jesus war unschuldig, ohne Fehler. Das Einzige, was er getan hat, war, er hat Menschen geliebt, er hat sie geheilt, er hat gelehrt, er hat die Liebe Gottes verkörpert. Und alle beginnen zu schreien: Gib uns Barabbas, gib uns Barabbas. Und Pilatus fragt: Ja, und was mache ich mit Jesus? Und alle schreien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und es wird immer lauter. Und irgendwann sagt Pilatus: Ja, okay, wenn das voll, dann wasche ich meine Hände in Unschuld, oder? Und so geschieht es auch. Barabbas wird freigelassen. Ich möchte, dass du dir das vorstellst. Der Mörder, der Dieb, dieser Extremist wird freigelassen, seine Ketten werden gelöst. Er hatte das Glück, am rechten Zeitpunkt, am rechten Ort zu sein. Er darf gehen. Er steht auf, vielleicht, wir wissen nicht, was mit ihm geschieht. Vielleicht geht er zur Menge, wird bejubelt: Komm zu uns und so. Und alle schreien weiter. Wir wissen nicht, ob er dann auch einstimmt in das Geschrei und sagt: Kreuzige ihn, und auch auf Jesus spuckt. Wir wissen das nicht. Aber Jesus wird gekreuzigt und stirbt. Und das ist eine Story, die man so überlesen kann, aber in dieser Story liegt so viel Kraft. Weil wir müssen verstehen, du und ich, wir sind Barabbas. Jeder Mensch auf dieser Welt ist Barabbas. Wir alle sind schuldig vor Gott und hätten den Tod verdient. Wir alle haben Ketten an. Aber Jesus stirbt stellvertretend für Barabbas, damit Barabbas frei wird und Jesus deinen Platz einnimmt. Glauben wir wirklich, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist? Paulus war sicher, ja, für alle. Das heißt auch für Barabbas. Für Barabbas. Und wir wissen nicht, hat Barabbas je verstanden? Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, ob der Christ wurde oder nicht, ob der Jesus angespuckt hat oder nicht, ob der mit seiner Freiheit was angefangen hat oder nicht. Wir wissen es nicht, aber die Liebe Gottes zu Barabbas bleibt bestehen. Es ist so interessant, wenn du dieses Wort Barabbas anschaust im Urtext. Barabbas sind zwei Wörter. Bar ist Sohn und Abbas bedeutet Vater. Der Name von Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Sohn des Vaters. Schau, ich liebe meine Kinder über alles. Und manchmal ist meine Geduld weg und ich bin wütend. Aber meine Liebe zu ihnen gilt. Nicht, weil sie sich gut benehmen. Nicht, weil sie alles richtig machen. Sondern weil sie meine Kinder sind. Weil sie mein Fleisch und Blut sind. Und mein größter Wunsch ist es, dass sie in all meiner Schwachheit, in all meiner Fehlbarkeit erkennen, dass meine Liebe zu ihnen bedingungslos gilt. Auch wenn meine Geduld manchmal bricht, auch wenn ich nicht immer diese Liebe verkörpere und zum Ausdruck bringe, ist es mein Wunsch, dass sie das nie vergessen und diese Liebe auch erwidern. Ich liebe sie nicht aufgrund dessen, was sie tun oder nicht tun, sondern aufgrund dessen, dass sie meine Kinder sind. Schau, Gott will für jeden Menschen Vater sein. Auch für Barabbas.
Weil das ist seine Identität, Sohn des Vaters. Gott liebt alle Menschen, weil jeder Mensch ein Barabbas ist, ein Sohn vom Vater. Verstehst du das? Ich glaube, ein Grund, warum wir als Christen oft nicht so gedrängt werden von der Liebe Gottes in unseren Begegnungen, ist, weil wir das nicht wirklich verstehen. Wir glauben, Gott ist für ein Paar gestorben, hat sein Leben für ein Paar hingegeben. Glauben wir wirklich, dass Gott sogar für diejenigen sein Leben hingibt, die vielleicht nie seine Liebe erwidern werden und es auch nicht wollen? Er liebt sie trotzdem. Also das nächste Mal, wenn ein Mensch vor dir steht, sei dir bewusst, dass er von Gott so sehr geliebt ist, dass Gott sogar seinen Sohn für diesen Menschen hingegeben hat. Ich verspreche dir, das wird dein Leben, deine Begegnungen für immer verändern. Es ist kein Witz, ich habe diese Predigt am Donnerstagabend im Zug fertig geschrieben. Ich war von Basel im Zug nach Hause Richtung Ormelingen und im Zug habe ich diesen Satz aufgeschrieben. Und ich habe mir überlegt, gehe ich so durch die Welt? Mache ich das auch? Bin ich überzeugt davon? Und während ich das aufschreibe, kein Witz, tippt mich eine Person von der Seite an, aus dem anderen Abteil an die Schulter. Und ich drehe mich um und es ist eine Frau dort, die eine Zeit lang ins ICF Basel-Land gekommen ist. Und das ist jetzt eine Frau, der geht es jetzt richtig schlecht. Und die hat so viele Probleme, dass du nicht weißt, wie du helfen kannst. Also es ist ein Mensch, der so überfordert ist mit seinen Problemen, dass du eher aus dem Weg gehen möchtest, weil du brauchst nicht noch mehr Probleme. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ja, der Pastor hat das gesagt, ja, aber ich bin auch ein Mensch. Meine Energie ist manchmal zu ändern, ich habe keine Lust, ich helfe Menschen gerne, verstehe mich nicht falsch, aber wenn es dann so überwältigend ist, dass du einfach, du hast so viel und dann tippt sie mich an. Ich habe den Satz da aufgeschrieben, tippt mich an, mit Tränen in den Augen, weil sie ist dann ein paar Monate nicht mehr gekommen, ich weiß nicht mehr, wo sie war, und sagt zu mir, das gibt es jetzt nicht, dass ich dich hier treffe. Und sie weint im Zug. Mein Tag war so schlecht und sie beginnt zu erzählen, was alles ist und gesundheitlich, was alles ist. Und in dem Moment schaue ich diese Frau an und habe mir das verinnerlicht. Das ist ein Mensch von Gott so sehr geliebt, dass er sogar seinen Sohn für sie hingegeben hat. Und ich habe sie mit anderen Augen gesehen. Plötzlich als Tochter. Als Mädchen, verstehst du? Und eine Liebe kam in mir hoch, die nicht von mir war. Wenn Paulus sagt, die Liebe von Jesus drängt uns, dann redet er von der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir zur Überzeugung gekommen sind, dass alle Menschen von Gott geliebt sind. Und diese Liebe kam über mich in diesem Moment. Und sie hat mir erzählt und so weiter und ich habe mir Zeit genommen. Wir sind dann ausgestiegen in Gelterkinden und am Bahnhof habe ich ihr gesagt, schau, ich glaube, das war kein Zufall, dass du mir jetzt begegnet bist. Weil ich habe gerade meine Predigt geschrieben und ich habe aufgeschrieben, ich möchte dir das jetzt zusprechen. Gott ist dein liebender Vater. Er liebt dich über alles, sodass er sogar sein Leben hingegeben hat für dich. Und sie beginnt zu weinen auf dem Bahnhof. Und ich darf für sie beten, sie weint und wir sagen Tschüss und ich gehe weiter und denke, wow, das war der Heilige Geist, der uns dort geführt hat. Und ich verspreche dir, wenn du dir das verinnerlichst, bei der nächsten Begegnung, Gott liebt den Menschen vor dir so sehr, dass er sogar seinen Sohn für dich hingegeben hat. Der Heilige Geist wird dir eine Liebe schenken, die nicht aus deiner Kraft stammt, sondern von ihm durch dich durchfließt. Und das ist die Hoffnung für die Kirche. Das ist die Hoffnung. Stell dir vor, wir wären als Kirche zuallererst bekannt für die Liebe Gottes, die er zu uns hatte, die wir ausstrahlen. Stell dir vor, wenn das, was die Leute zuerst denken, wenn sie an die Kirche denken, wenn sie ans ICF denken, wow, da ist eine Liebe
eine Barmherzigkeit, eine Hoffnung, eine Ermutigung zu finden, die ist unglaublich. Ich glaube, Menschen würden Jesus durch uns kennenlernen, weil Jesus gesagt hat, wenn ihr euch so liebt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein Merksatz in dieser Serie ist, dein Glaube braucht Familie. Wir werden in den nächsten Sonntagen immer wieder darüber sprechen. Dein Glaube braucht Familie. Warum? Ich bin überzeugt, wenn unsere Familie, die geistliche Familie, so ist, braucht jeder Mensch eine solche Familie. Jeder Mensch braucht eine solche Familie. Dein Glaube braucht eine solche Familie. Lasst uns das bauen. Lasst uns das priorisieren, indem wir nie vergessen, dass Gott alle Menschen liebt, auch diejenigen, die du nicht magst und die dich nerven und die alle Energie kosten. Und schau, wir müssen auch nicht alles alleine machen, weil der Heilige Geist drängt uns dann, aber als Gemeinschaft, wenn wir das zusammentun, dann können wir Lasten auch gemeinsam tragen. Wenn Menschen Hilfe brauchen und du keine Energie mehr hast, dann kannst du vielleicht diesen Menschen zu jemandem vermitteln in diese Familie, der Energie hat. Und dann beginnt diese Familie zu greifen und diese Liebe von Jesus zu verkörpern. Ich habe Lust auf so eine Kirche. Du auch? Amen. Glaubst du, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist? Ja? Glaubst du das? Dann nimm jetzt mal dein Handy nach vorne. Du darfst dein Handy nach vorne nehmen. Und du schaust nicht deine Notifications jetzt an, sondern du öffnest deine Kamera-App. Und dann stellst du das auf den Selfie-Modus. Mach mal. Und jetzt schau nicht mehr zu mir. Schau nicht mehr nach vorne. Schau jetzt mal in deinen Bildschirm. Bist du im Selfie-Modus? Nicht zum Nachbar. Nein. Ich möchte, dass du meine Stimme jetzt hörst, aber in dein Handy schaust. Schau in dein Handy. Bleib dran. Schau dir ins Gesicht. Gott liebt den Menschen, der vor dir ist, so sehr, dass er sogar seinen Sohn für dich, für diesen Menschen hingegeben hat. Auch wenn du manchmal unliebend bist, ungeduldig bist, auch wenn du Fehler machst, Gott liebt genau den Menschen, der vor dir ist, über alles, weil wir überzeugt sind, dass Jesus nicht nur für ein paar wenige, sondern für alle Menschen gestorben ist. So auch für dich. Amen. Amen.